Hallo zusammen, yeah, gestern ist Forza Horizon Rally oder kurz Horizon Rally, DLC-Pack, Erweiterungspack, wie man das mal immer sagen will, fürs Forza Horizon natürlich rausgekommen. Und ja, wie war es genau? Etwa um 12 Uhr Mittag haben wir es absaugen, oder schnell ein paar Runden probiert, haben ein Live-Commentary aufgenommen. Die Sache ist einfach die, Elgato hat eine neue Software rausgegeben. Und die hat noch ein geiles neues Feature, und zwar kann man das Mikrofon jetzt direkt aufnehmen, wenn ich das Gameplay von Xbox aufnehme. Bisher habe ich es immer in einem separaten Programm aufgenommen, meine Stimme. Und das Gute ist, dass die Elgato-Software auch den Spielesound anpassen. Dann, wenn man etwas sagt, wird das schnell zurückgedreht und so. Und das klingt noch interessant. Es ist aber so, dass ich es von den Einstellungen nicht ganz bereicht habe. Und so ist eigentlich meine Stimme häufig viel zu leisig. Darum habe ich das mal nicht aufgeladen. Wenn das Interesse gross ist, kann ich das gerne noch machen. Es sind einfach die ersten paar Rennen, die ich hier schnell gespielt habe. Und dann habe ich gestern am Abend natürlich noch gespielt und habe es dann jetzt auch schon durch. Es sind etwa 20 Rennen, wobei jedes dritte oder auch vierte ist dann aus den vorhergehenden 3 oder 4 zusammengestellt. 4 geht gar nicht, 2 oder 3 Strecken. Und ja, es ist noch gut gemacht. Es ist einfach so, dass die Strecken nicht als Ergänzung zur Weltkarte gesehen werden oder können genutzt werden, weil Forza Horizon Rally wählt man im Menü gerade als dritten Punkt an. Neben dem Singleplayer und dem Multiplayer gibt es jetzt dort noch Horizon Rally. Und das ist eigentlich schade, weil ich jetzt gerne gesehen, dass wir zum Beispiel im Midnight Club, wo sie ja dort, was ist das, South Central oder so, sie haben auf jeden Fall unten dort noch einen Bereich hinzugefügt zur Stadtkarte. Und das hätte ich eigentlich gerne mit Forza Horizon auch gesehen, wenn man das Gebiet noch ein bisschen erweitert hat. Weiter kommt eigentlich dazu, dass die Strecken, die man drauf fährt, das sind alles bekannte Strecken. Und das ist eben auch der Grund, wieso dass sie es nicht zur Weltkarte haben hinzufügen können. Weil sie eigentlich Streckenabschnitte, die es schon gibt, haben sie einfach mit neuen Bodentexturen versehen. Sie haben zum Teil so ein bisschen Steilkurven eingebaut, haben zum Teil ein bisschen Hügel, Schanzen und all das. Und das ist ziemlich cool gemacht. Man kann sich auch ein bisschen verarscht vorkommen, weil sie eigentlich nur etwas, was schon bestehend ist, ein bisschen neu gemacht haben. Aber es fühlt sich eben vom Spielgefühl wirklich richtig cool an. Man merkt, dass die Karren viel mehr Zug haben, auch vom Tunen her sieht man, dass die Rallye-Version einfach extrem viel Anzug hat. Und das ist dann schon noch interessant. Also Spiel- und Fahrgefühlmässig ist es der absolute Hit. Schwierigkeitsgrad technisch ist es sehr tricky. Also schon auf Mittel habe ich von diesen 20 Rennen, glaube ich, 2 gewonnen. Und hier, wo ich jetzt fahre, das, was ihr im Hintergrund seht, das ist auf Gegnerschwierigkeit easy. Dann ist es einfach erst zu werden. Zum Glück ist es auch auf easy. Und gleichzeitig kann man sich eben auch aufs Racen konzentrieren. Weil ich bin zum Teil ein bisschen hinten und dann habe ich noch ein bisschen mehr Risiko gefahren, was ja schon lustig mag sein. Aber ich muss nicht die ganze Zeit zurückspulen. Und ja, habe einfach mal die Rallye durchschaffen. Und darum habe ich dann, damit ich auf die nötige Punktanzahl bekomme, um den letzten Event freizuschalten, der erste Event auf Easy nochmal gespielt. Und das seht ihr, wie erwähnt, jetzt hier im Hintergrund. Also, zusammengefasst, um das schon zu sagen, grafisch ist es ganz geil. Eben, wer hat nicht schon mal Red Rock hochrasen mit einem aufgezüchteten Rallye-Auto? Also, ja, es ist wirklich eine gute Sache. Was mir halt ein bisschen störend reinkommt, ist die Tatsache, dass es 1600 Microsoft Points kostet. Und das ist eigentlich schon noch viel Geld, finde ich. Es wird einem auf jeden Fall einiges geboten. Es gibt dann sogar auch noch neue Multiplayer-Sachen. Man bekommt wieder 5 neue Karren, eben so Rallye-Karren. Sie sind jetzt zwar nicht allzu wahnsinnig flashig, aber nichtsdestotrotz. Und ja, aber ihr seht es jetzt gerade im Hintergrund. Es ist cool gemacht mit der Strasse. Wirklich extrem. Aber gleich haben sie wirklich die Leute scheinbar ein bisschen melken. Und ich habe ja den Season Pass, der ist glaube ich 4000 Microsoft Points oder so. Also sehr viel. Ich bin nicht ganz sicher, wie man es umrechnet, aber es wird je nachdem, wo man Microsoft Punkte holt, zwischen 40 und 60 Franken nochmal gewesen sein. Und mir spielt das nicht so eine Rolle, weil ich das Game wirklich extrem toll finde. Und die Entwickler auch, die unterstützen,
finanziell habe ich auch die Möglichkeit, aber eben jetzt jemand, der halt noch nicht gerade so Geld verdient, ist das noch viel für so ein kleines DLC-Paket. Was so extrem schade ist und was viele andere auch schon gesagt haben, ich habe noch ein bisschen in den Foren und so gelesen, es hat keinen Schnee. Es hat doch mehr oder weniger fast in jedem Rallye-Game jetzt Schnee. Leider im Horizon Rally einfach nicht. Und im Hintergrund sieht man ja häufig so einen schneebedeckten Berg und auf den hat man ja eigentlich nicht wirklich können. Man hat zwar ein bisschen den Staudamm raufziehen dort. Aber eben, das wäre es jetzt noch gewesen, wenn es vielleicht dort eine Erweiterung gegeben hat, dort noch ein paar Strecken und wo man dann auf der Weltkarte die auch hat können besuchen, wäre schon extrem stylisch gewesen. Für die, die es selber auch haben, wäre interessiert, wie es euch gefällt. Ich sehe, der Spessnas hat es auf jeden Fall auch. Und dass eben die Strecken zum Teil wirklich einfach neu gemacht sind auf etwas, was schon basierend ist zum Teil wirklich extrem auffällig. Gerade dort, wo man am Wasserfall durchfährt, wo es dann eben Richtung Staudamm geht, ist es für mich offensichtlich gewesen, dass sie hier ein basierendes Streckenmodell gewählt haben. Aber es stört eben nicht wirklich, wenn das Spiel selber so Fun macht. Also, es ist auf jeden Fall eine extrem coole Erweiterung, auch weil es eigentlich das Hauptspiel um einen Zusatzmodus, eben Rallye, erweitert und nicht einfach nur, ja gut, was heisst schon neue Strecken? Ich habe mich doch auch über neue Strecken gefreut, ich freue mich eigentlich über alles. Und auch wenn es in diesen Monatsbeiträgen unter diesen 5 Autos jetzt nicht wahnsinnig prickelnde haben und die das Forza 4 schon haben, erzählen eigentlich alle, dass man ziemlich auch wieder hier verarscht wird, weil viele Kehren jetzt für das Forza auch schon geben, das 4 zum Abladen und wenn man es jetzt hier auch noch einmal kaufen muss, und man jetzt beim Forza schon gekauft, kommt man sich doppelt verziggert vor, seht ihr da vorne den Berg. Da habe ich gemeint vorhin. Quintessenz ist wirklich, überlegt euch, ob es euch wert ist. Wenn ihr viel Spass habt mit Forza Horizon, werdet ihr auch hier eure Freude haben. Es ist cool gemacht, auch mit dem Beifahrer, der euch sagt. Und auf den kann man sich sehr gut verlassen, wo es durchgeht. Und er macht gute Ansagen. Ich ist jetzt hier auf Englisch, aber er sagt, wenn es starkes Fällen hat, er sagt, wenn irgendwie eine Steilkurve kommt, er sagt Stärke von Kurven, wenn sie jemand kommt und liegt häufig richtig. Das ist etwas, was mich in Rallye-Games extrem nervt, wenn ich nach 2-3 Etappen merke, dass der Beifahrer eigentlich übervorsichtig ist oder so. Ich möchte lieber eine akkurate Angabe, wo ich mich auch darauf verlassen kann. Und das funktioniert hier wirklich wunderbar. Neue Lieder hat es glaube ich nicht gegeben. Es ist aber auch so, dass scheinbar, oder vielleicht habe ich das auch selber gewählt, ich könnte es nicht einmal mehr sagen, müsste die Optionen nachschauen. Aber scheinbar ist das Motorengeräusch im Vordergrund. Was mich aber nicht stört, weil eben Motorengeräusche sind wirklich von der Rallye-Kerne mit dem Rallye-Update extrem kernig gemacht. Und das macht dann schon noch Freude, dem zuzuhören. Jetzt bin ich hier gerade visuell, was da vorne geht, auf der letzten Etappe. Und das ist, wie gesagt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, eine Kombination aus der vorhergehenden Rennen, zum Teil noch ein bisschen gespiegelt oder rückwärts. Genau, hat es noch nicht rausgetüftelt. Und ja, nur schon beim Zuschauen, ich finde es einfach wirklich grafisch, von der ganzen Farbgebung und Ästhetik und so ist das Game der absolute Hammer. In meinem Live-Commentary habe ich vom Rally Sports Challenge geredet, 1 und 2. Das hat es ja noch für die alte Xbox gegeben, also viele von euch haben von diesem wahrscheinlich noch nie etwas gehört. Aber es ist glaube ich auch von den Microsoft Studios gemacht worden. Ich kann mich jetzt nicht ganz täuschen. Und es war extrem ein cooles Rallye-Game, wo es ist auch, wie das Forza Horizon, eher so ein bisschen arcade-lastig war, aber nicht völlig übertrieben. Die Strecken waren cool gemacht, die Autos, das Modell, es hat sogar auch im Schnee hat man auch Spuren hinterlassen und so Gespäss. Es hat die, ich weiss eben immer noch nicht, wie sie heissen, Pike Peaks, oder ich weiss auch nicht genau, auf jeden Fall die Rallyes, wo man mit einem extrem hochgezüchteten Karren irgendeinen Berg zurauffährt. Das ist ja nicht genau das gleiche wie auf den flachen Rallye-Strecken. Das wird ja in einer anderen Kategorie gehandhabt und das sind eigentlich meine liebsten Rallyes. Bergauf, richtig reissen mit einem 4x4 mit
über 500 PS, ich weiss doch auch nicht. Und das macht mir viel mehr Spass, als Hoger abzufahren. Dort hat man auch immer das Problem, dass man halt einfach ein bisschen schnell unterwegs sein kann und der Hoger auf kann man einfach reissen. Ja, das Game war der absolute Hammer und Forza Horizon erinnert mich irgendwie mehr an das. Jetzt ist es so, nächstes Jahr wird vermutlich das Forza 5 kommen, vielleicht ist schon auf der neuen Xbox. Und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie sich nicht selber werden konkurrenzieren. Es wäre auch eigentlich idiotisch in meinen Augen. Oh, schaut, hier links ist glaube ich der Wasserfall, wo ich das letzte Mal davor... Oder nicht? Ha! Jetzt habe ich hier blöft. Nein, es ist nicht hier. Jetzt habe ich noch blöft, dass ich mich auskenne. Er sah einen. Yeah. Es ist einfach wirklich noch gut gemacht. Aber gleichzeitig schon auch. Sie haben sich Mühe gegeben mit der Aufbereitung der Kurs, wie man das auch immer nennen will. Ja, jetzt habe ich wieder mal ein bisschen den roten Faden verloren. Aber das ist eigentlich gar nicht so tragisch. Das Gameplay geht nicht mehr allzu lang. Ihr seht, ich bin jetzt gerade mit 50%. Und um das Game auch wirklich zu würdigen, möchte ich das Video ausklingen, ohne dass ich etwas reintexte. Genießt es noch, würde ich sagen. Für die es Vorzahl haben, Knete locker machen, kauft es. Ist ganz toll gemacht. Hat super Rally-Feeling drin. Und ja, wie immer, hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, ciao zusammen. 100, medium right, into medium left. 130, easy right, into hard left. Caution, steep bank outside. 100, square right, cut. 200, square left, into easy right, carrot dip. 100, easy left, into easy right. 150, medium right, into hard left. 120, medium right. 110, easy left, narrows. 200, easy right, into easy left, narrows, through gate. Care, jump, keep mid. 130, medium right. 250, carrot dip, into square left. Carrot bumps, keep mid. 200, easy left, into easy right, carrot blind. 150, carrot big jump, into easy left. 150, medium left. 120, square right, into medium left. 150, easy right, into easy left. 200, easy right, to finish, narrows.